Machen wir mal so. So, da scheint es etwas freundlicher zu sein, Mich brauchst du das nicht zu fragen. die Herrschaften. So, wir wollten mal zu Watras schauen. Denn der hat ja Hilfe gekriegt vom Mix hier. Ich hoffe, die werden jetzt nicht alle sauer. Nö, gut. War wohl nur der eine da. Ich habe da meine eigene Meinung. Sachen erzählen. Ich glaube da nicht dran. Das ist doch alles nur Da ist Mix hier. Man darf halt nicht alles glauben. Hey, du. Ich glaube da nicht dran. Da kannst du eh nichts dran ändern. Die Vermissten sind wieder zurück. Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Aber deine Reise ist noch nicht beendet. Deshalb geh mit dem Segen Adanos. Adanos, segne diesen Mann, erleuchte seinen Weg und schenke ihm die Kraft, allen Gefahren zu widerstehen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Gut, hier, nimm ein paar Spruchrollen als Belohnung. Meinst du, mir geht es besser? Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Nun kann ich dir bei deinem kleinen Problem helfen. Soweit ich mich erinnere, hat es mit dem Auge Innos zu tun, nicht wahr? Allerdings, ja. Pyrokar schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Ich werde mich da nicht einmischen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in 2 Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der 3 herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der 3 Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, 3 Krautpflanzen müssten es schon sein. Ja, Sumpfkraut, glaube ich, haben wir nur dabei. 3 Stück, sind nicht viel. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Wer könnten diese 3 irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Ja, da kennen wir natürlich nur einen, ne? Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle 3 zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich hätte das anders gemacht. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann?
Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Wann muss das ja so? Der Feind wird genauso wenig schlafen. Das war doch schon vorher klar. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Er musste es ja besser wissen. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ja, auf uns haben wir uns doch normal immer verlassen. Selbst ist er da nicht. So, jetzt können wir nochmal mit ihm reden. Ahnung, sag du es Dir mir. erzähle ich gar nichts mehr. Das ist doch Du wirst alles jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakenda vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Khorinis noch nicht am Ende. Schon. Ich erzähl dir Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So. Also wir brauchen jetzt als erst einmal einen geeigneten Schmied. Gut, die arbeiten jetzt natürlich nicht, weil Nacht ist. Aber wir könnten dagegen einmal zu Xardas schauen. Haben wir denn... Na, haben wir jetzt nicht da, pass auf. Wir haben ja eine Rune. Zu Xardas. So. Und schon sind wir bei Xardas. War nicht da irgendwo ein Ding? Ein Belia-Schrein? Oder hat er uns da erinnert? Das war natürlich noch geiler. Ach, Fralle, Omat hat er doch einen. Oder? Ganz Omat am Turm, glaube ich, so einer. Also, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt müssen wir aber erstmal zu ihm. Hey. Ich habe den unbekannten Teil der Insel erforscht. Und? Was hast du gefunden? Die ganze Sache dreht sich um ein mächtiges Artefakt. Die Klaue Beliars. Die Klaue Belias. Wo ist sie jetzt? Trägst du sie bei dir? Ja, ich habe sie hier. Höchst interessant. Diese Waffe kann uns von großem Nutzen sein, aber sie ist auch äußerst gefährlich. Gib gut auf dich Acht und vor allem verliere sie nicht. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Ja, Kollege, bei dem waren wir schon. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde erst dem Ritual beiwohnen, wenn ich mir sicher bin, dass du bereit bist, den Drachen die Stirn zu bieten. Warum gehst du nicht jetzt gleich zu Vatras? Manchmal verstehe ich dich nicht. Erst gab es nichts Wichtigeres als das Auge Enos. Und nun, wo du dich selbst bewegen musst, da kneifst du. Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ohne mich würde dein armseliger Körper noch im Tempel liegen und vermodern. Ja, ohne uns darf's hier auch nicht weiterkommen. Dann erklär mir wenigstens den Grund deines Zögerns. Seit ich mich von den Feuermagiern abgewendet habe, bin ich ihnen aus dem Weg gegangen. Ich bin auch nicht gewillt, das zu ändern, es sei denn, ich habe keine andere Wahl. Doch bevor ich mich den strafenden Blicken der Magier aussetze, will ich mir erst sicher sein, dass du überhaupt den Hauch einer Chance gegen die Drachen hast.
Mit deiner schäbigen Ausrüstung wirst du jedoch nicht weit kommen. Komm erst wieder, wenn du stark genug bist. Was hast du schäbig? Da brauchst du mal eine gescheite Rüstung geben. Ja, jetzt müssen wir irgendwie bessere Rüstung auftreiben. Aber davor wollen wir mal zu dem Schrein. Pass auf. Da ist er. Jetzt haben wir Lebensenergie verloren. Ach so. Naja, 55 immer in Bären. Die kriegen wir ja wieder. Ja, geht denn jetzt das Schwert? Ach, ich glaube, Belias ist ein Einhandschwert. Ja, können wir denn die ständig verbessern? Naja, losen wir mal an. So, jetzt müssen wir mal zum Kloster. So, da sind wir schon. Was denn Milton, was nice? Nö. Dann müssen wir mal zu Pyroka. Das ist Paralan. Ja, der sitzt natürlich da drin. Was wird der da sein? Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Das stell dir doch nicht so. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Ja, jetzt müssen wir den beeindrucken. Und wie sollen wir das anstellen? Oh, wir haben ein bisschen was verloren, ne? Wegen der Waffe. Jetzt haben wir nämlich nur noch 79. Bei Einhand. Naja, gut. Lance. Ach, den haben wir auch nicht mehr gefunden. Naja, das kann ja egal sein. Die Mörder von Angus und Hank, die haben wir auch nicht mehr gefunden. Ach, Juan ist doch schuld. Ja, aber wir kommen da leider nicht mehr um, eh? Rattenjagd. Alligator Check, den haben wir auch nicht mehr drauf. Das Auge Innos.
Ja, sollen wir es wieder zu Xardas oder wir? Ja, das kann ja lustig werden. Wenn wir da mal hin und her müssen.